zusammen. Ich habe mich wirklich gefreut, heute Abend hier bei euch zu sein und mit euch die Botschaft teilen, die mit unserer Identität zu tun hat. Die Frage nach unserer Identität, wer bin ich? Die Frage in unserem Leben begleitet ist existenziell, oder? Und die begleitet uns eigentlich unser Leben lang. Es ist nicht so, dass wir die irgendwo, also zumindest nach meiner Erfahrung, dass wir die irgendwo abschliessend beantworten können und sagen, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt weiss ich, wer ich bin und that's it. Dann passiert garantiert sicher irgendwo, in irgendeinem Bereich von meinem Leben, passiert wieder etwas, wo ich wieder ganz neu herausgefordert bin. Ja, ist jetzt das wirklich meine Identität? Also, ob wir Christen sind, Jesus Christus kennen und nachfolgen, oder ob wir das nicht sind, wir alle beschäftigen uns immer wieder mit dieser Frage, wer bin ich? Ich möchte einsteigen mit einem ganz persönlichen Zeugnis dazu, Geschichte. Ich bin vor 4 Jahren pensioniert worden. Und ich bin fast 40 Jahre bin ich Pastor gsi, Prediger gsi. Habe Gott dient und habe gerne predigt und viel predigt und all die Sachen gemacht. Und nachher ist der Tag von der Pensionierung gekommen. Und plötzlich bin ich da gestanden, oder? Hat man mich verabschiedet und alles picobello. Und dann ist mir bewusst worden, hey, was ist jetzt? Habe ich gemerkt, wie stark ich mich selber, meine Identität, auch mit dem, was ich hier habe, nämlich das Predigen, verbunden habe. Ein grosser Teil von dem, man hat immer gesagt, es ist eine Berufung, aber irgendwo war es ja das, was ich ein Leben lang, sehr lang gemacht habe. Und dann bin ich da gestanden und habe mich gefragt, wer bin ich eigentlich? Jetzt kann ich nicht mehr, jetzt tue ich nicht mehr. Wer bin ich denn eigentlich? Und habe mir selber wieder mit dem auseinandersetzen, ja, was ist denn eigentlich meine Identität? Wer das ich bin. Ich möchte das machen mit einem Bibeltext ein Vers aus dem Johannesevangelium, 10. Kapitel, der Vers 10. Jesus, der Christus, sagt: Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Der Vers spricht uns an und sagt uns, Jesus sei gekommen, er sagt selber, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und ich denke, das hat etwas damit zu tun mit Identität. Aber ich steige ja mal gerade ein mit dem ersten Teil von diesem Vers. Er redet hier über einen Dieb. Er sagt, der Dieb kommt, um die Schafe zu stehlen, zu töten und sie zu verderben zu stürzen. Normalerweise allgemein so im christlichen Kuchen übersetzt man das oder versteht man das. Das ist der Dieb, das ist der Teufel. Und sicher hat das auch etwas damit zu tun, hat er etwas mit dem zu tun. Aber ich möchte es von einer ganz anderen Seite her anschauen. Es gibt noch viel mehr als nur das, oder? Dass man es einfach jetzt personifiziert, personifiziert und der verantwortlich macht für alles. Ich denke, dass er auch dahinter steht, mit vielen Kulturen, die wir in unserem Leben drinnen leben, kennenlernen und manchmal drinnen leben, die uns Identität geben, die unsere Identität stiften. Eine Kultur, die mir eine Identität gibt, wer ich bin, schlussendlich. Und es kann sein, dass der Verursacher oder der die manipulativ hinter diesen Kulturen steckt, dass er eben versucht, mich zu verführen, mich zu berauben, mich letztendlich ins Verderben zu bringen. Ich möchte 2 Kulturen ansprechen, die wir sehr wahrscheinlich alle kennen. Die eine habe ich schon bereits in meinem persönlichen Bericht versucht, ein bisschen anzutönen. Die erste identitätsstiftende Kultur ist die traditionelle Kultur. Die kennen wir alle. Die ganze Welt kennt das. Das heisst, du bist, was du tust. Du bist, was du tust.
Du bist ein Mechaniker, das ist deine Identität. Du bist Vater, du bist Mutter, du bist Arbeitgeber, du bist Arbeitnehmer, du bist Polizist, du tust etwas und das, was du tust, daraus leitest du deine Identität ab. Das prägt deine Identität und schlussendlich bist das sogar so, dass deine Identität ist. Du bist, was du tust. Ich bin sicher, dass das nicht das ist, was Gott meint. Obwohl man es in der Religion damit verknüpft, oder? Das kennen wir von der Religion her. In der Religion stehen wir ja sehr oft vor dem Problem, dass wir sagen, ja, ich muss Gutes tun, um Gott zu gefallen. Das ist meine Identität, ein guter Mensch zu sein, damit ich Gottes Wohlgefallen finde. Und dann mache ich die verrücktesten Sachen. Man kennt das ja aus der Geschichte. Dann machen Menschen die verrücktesten Sachen, um Gott zu gefallen. Oder wenn ich einen Blödsinn mache, habe ich das Gefühl, oh, jetzt habe ich die Liebe Gottes verpasst, jetzt haben sie verloren, jetzt habe ich nicht mehr den Wohlgefallen und meine Identität, jetzt verliere ich meine Identität, jetzt bin ich kein Christ mehr. Ich bin es nicht mehr. Ich habe meine Identität verloren. Das ist die traditionelle Kultur und die findest du auf der ganzen Welt. Mehr oder weniger wird die immer wieder kundtun, dass wir meinen, wir haben unsere Identität, finden wir in dem, was wir tun. Die zweite Kultur, die ich ansprechen möchte, ich denke, es gibt viele andere auch noch, ist die moderne Kultur, wo man sagt, du bist, was du fühlst. Also deine Gefühle, das, was du in dir innen empfindest, das ist das, oder die Wahrheit, die du für dich in dir innen entdeckst, das ist das, was deine Identität ausmacht, schlussendlich. Das bist du auch. Und die anderen finden eine andere Wahrheit aus, hat eine andere Identität und so weiter und so fort. Der Dieb kommt, um die Schafe zu stehlen, zu töten und Stürzen ins Verderben. All die Sachen, die Identitäten, die uns geprägt werden, die wir manipuliert werden, führen uns früher oder später an den Punkt, wo wir verzweifeln, wo wir zusammenbrechen, wo wir merken, es reicht ja eigentlich doch nicht. Ich kann mich abmühen, wie ich will, oder ich kann noch tiefer graben und noch mehr suchen und noch mehr meine Versuche. Jemand hat mir mal gesagt, weißt du, das Gefühl, sie lügen, die belügen dich sehr oft in deinem Leben. Nicht immer, aber sie belügen dich sehr oft in deinem Leben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. Ich bin gekommen, um euch, und das Leben gibt er uns, indem er uns eine Identität gibt. Er will uns eine andere Identität schenken, geben. Und er kommt und identifiziert sich mit uns. Das finde ich so faszinierend. Gott identifiziert sich mit mir, mit dir, mit uns. Er nimmt unsere Identität an, um uns das Leben dadurch zu schenken. Er gibt uns ein neues Leben, eine neue Identität. Im Epheser sagt Paulus, dass aus Liebe Gott uns schon voran bestimmt hat, dass wir in Jesus Christus seine Kinder werden. Es ist schon festgelegt, dass wir seine Kinder werden sollen. Es ist schon lange festgelegt, dass wir seine Kinder sein sollen, dass wir eine Identität haben als Kinder von Gott. Und dann bietet Jesus uns das auch an. In Matthäus 11, in diesen berühmten Versen, wo er sagt, kommt alle zu mir, die mühselig und beladen sind. Gerade wenn dann eben durch dein Tun versuchen, deine Identität festzumachen mit Anstrengung oder mit was weiß ich für irgendwelchen Übungen und immer wieder gescheitert bist und müde wirst und erschöpft bist und nicht weiter siehst, sagt Jesus, komm zu mir. Kommt zu mir. Die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich gebe euch Ruhe. Ich gebe euch Identität. Ich gebe euch Leben. Unterstellt euch mir und lernt von mir. Denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienst bereit. Ich diene euch. Ich bin da, um euch zu dienen.
Also Jesus bietet uns eine neue Identität an, oder grundsätzlich eine Identität an als Kinder von Gott. Und das Faszinierende ist, das müssen wir nicht erarbeiten und müssen wir uns nicht verdienen. Das bekommen wir einfach geschenkt. Das wird uns geschenkt. Wir dürfen es empfangen, wir dürfen es festhalten. Das Nehmen, das Geschenk empfangen und festhalten. Das ist übrigens biblischer Glaube. Ich bekomme etwas, das ich nicht verdient habe und nichts dafür getan habe. Ich bekomme es einfach. Es wird mir geschenkt. Und ich darf darin leben. Ich darf mich daran freuen. Übrigens findet ihr unsere Identität in Christus findet man 200 Mal im Neuen Testament. Und wenn es heisst, die Identität in Christus, das Wörtchen in heisst, eine feste Position. Wenn du die Identität hast, dann hast du eine feste Position. Das kann dir niemand mehr nehmen. Das kann kein Umstand, keine Krise, kein irgendetwas kann dir das nehmen. Du bist in Christus, hast deine Identität, du stehst fest. Du darfst feststehen. Das Einzige, was du machen kannst, ist sagen, ich will es nicht. Du kannst es natürlich rausschießen, sagen, ich will es nicht. Im Römer 8, 15, diesen Vers möchte ich noch lesen und noch abschließende Gedanken dazu sagen. Der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst müsstet haben. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir wieder zu Gott kommen und ihm sagen, Abba, lieber Vater. Die Aussage, dass Gott uns zu seinen Söhnen und seinen Töchtern gemacht hat, umschreibt der Paulus mit einem Wort, das heisst Sohnschaft im Griechischen, also übersetzt vom Griechischen Sohnschaft, und beschreibt eigentlich Adoption. Gott hat uns adoptiert. Hat dich und mich adoptiert. Das hat übrigens in der römischen und der griechischen Kultur Adoption hat in der griechischen und römischen Kultur einen sehr hohen Stellenwert gehabt, in der Antike. Das war enorm wichtig. Also das ist nicht nur einfach kleine Babys, Waisenkinder, die man hat, adoptieren, sondern in der römischen Kultur hat man auch erwachsene Leute adoptiert. Also da, wenn da einer zum Beispiel gefunden hat, ja, ich habe jetzt da ein Lebenswerk aufgebaut, ein berühmter römischer oder ein bekannter römischer Geschäftsherr, ich habe eine grosse Sache aufgebaut hier, aber von meinen Kindern ist keins fähig, das zu übernehmen. Ich traue keinem von meinen Kindern zu, dass sie das wirklich könnten übernehmen und weiterführen. Der hat die Möglichkeit gehabt, jemanden zu suchen und diese Person einfach zu adoptieren. Die fähig ist. Übrigens, vielleicht ein paar von euch kennen den Film Ben Hur noch, oder? Und dort findet ihr das ja auch, die Adoption, wo der Ben Hur adoptiert wird vom römischen Konsul. Also das hat einen hohen Stellenwert gehabt. Und Adoption bedeutet ja, dass man sich ganz bewusst freiwillig entscheidet, ich möchte diese Person adoptieren, dass sie Teil von meiner Familie ist. Hinter dem steckt eine klare Entscheidung und auch sehr viele Sachen, die damit verknüpft sind, die auch noch kommen. Aber grundlegend ist die Entscheidung. Und hey, ich darf dir das heute so sagen, Gott hat sich entschieden, willentlich entschieden und hat gesagt, ich will dich als mein Sohn, ich will dich als meine Tochter in meine Familie adoptieren. Und er sagt damit, ich höre nicht auf, dich zu lieben. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Und das hört nicht auf. Auch wenn irgendwie sich da alles verändert und auch deine Liebe nicht mehr da ist. Ich höre nicht auf, dich zu lieben. Und ich nehme dich an, wie du bist.
Ich adoptiere dich so, wie du bist. Und ich lasse dich nicht im Stich. Ich werde zu dir schauen und ich werde mich um dich kümmern. Ich will das. Ich will das. Und ich habe mich entschieden, das zu machen. Das ist deine und meine Identität. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr da drinnen an leben. Dass ihr das festhaltet. Sagt, ja, hey, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter vom lebendigen Gott. Und irgendeiner nachher kommt und du kannst mir. Ich weiss, wer ich bin. Ich weiss, wer ich bin. Amen. Wir wollen jetzt noch ein Musikstück einspielen und wir hören im ersten Teil von diesem Song Identität in Christus oder Identity in Christ von der Golden Resurrection. Die Cracks unter euch kennen wahrscheinlich den Drummer, der Richard Gustafsson, der bei Bankrator und das war, und der Bassist von Crimson Moonlight. Und der Sänger Christian Liljegren von Arnia und vor allem der Gitarrist Tommy Johansson von Majestica, bis vor kurzem auch bis Sabaton. Days when I was young, I was so naive. True love is hard to find, only to be seen. You and I, we're all the same under the skin. We all chosen ones out of history. Looking for pure love, aiming for the truth that lasts forever. I'm moving on, I'm moving on with the Spirit. You gave me love, I found my identity. I'm moving on, I'm moving on with the Spirit. You gave me hope, I found my identity in Christ. What is perfect? What is true? The answers are so hard to find. We are blinded by the media sensation. Looking for pure love, aiming for the truth that lasts forever. I'm moving on, I'm moving on with the Spirit. You gave me love, I found my identity. I'm moving on, I'm moving on with the Spirit. You gave me hope, I found my identity in Christ. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du uns gewählt hast, dass du Ja sagst, dass du uns willst, dass es, Herr, keine Frage bei dir gibt und kein Hindernis, dass du uns nicht lieben sollst. Und Herr, ich möchte dir danken, dass du einfach uns in deine Identität, mit deiner Identität beschenkst. Hilf mir, hilf uns immer wieder neu, ganz neu, dass wir dürfen einfach festhalten, dass wir das, was wir gefunden haben, dass wir das dürfen festhalten.
Und dass wir dem erlauben, dass dieser Hoffnung und diesen Aussagen, dass wir denen erlauben, dass sie mehr und mehr in unserem Herz Grund finden, dass sie unser Herz durchbohren und formen. Und dass wir dürfen, Herr, uns einfach freuen. Freuen darüber, dass wir unsere Identität in dir haben, in dir gefunden und in dir dürfen leben. Segne jedes Einzelne, Herr, da drinnen. Begleite jedes Einzelne. Red weiter und wirke weiter. Im Namen Jesu. Amen.